Wir wollen heute unser Studium über das Heiligtum fortsetzen und nachdem wir beim letzten Mal den Brandopferaltar studiert haben, kommen wir nun zum Waschbecken. Was also ist dieses eherne Waschbecken? In 2. Mose 30, die Verse 17 bis 21, gibt Gott dem Mose die Anweisung: Du sollst auch ein ehernes Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen, und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Das war also, wie wir sehen können, der Platz des Waschbeckens, genauso wie Gott es angeordnet hatte. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, war dieses Waschbecken ebenfalls aus Bronze, so wie wir beim letzten Mal sehen konnten, dass es der Brandopferaltar ebenfalls war. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, dass Bronze für die Menschlichkeit Jesus steht. Diese beiden aus Bronze bestehenden Gegenstände symbolisieren also Christi Dienst hier auf Erden, als er als Mensch in diese Welt kam. Heute werden wir also sehen, dass dieses eherne Waschbecken ebenfalls zu Christi irdischem Dienst gehörte. Gehen wir zurück zu 2. Mose 30, die Verse 17 bis 21. Gott sprach zu Mose, dass Aaron und seine Söhne sich bei diesem Waschbecken waschen sollten, bevor sie in die Stiftshütte hineingingen. Nämlich ihre Hände und Füße sollten sie waschen, und zwar aus dem Grund, damit sie nicht sterben würden, wenn sie die Stiftshütte betraten. Aaron und seine Söhne hatten eine bestimmte Funktion in Israel, denn sie waren nämlich Priester. Mit anderen Worten, damit Aaron in die Gegenwart Gottes treten konnte, musste er sich zuerst bei dem Waschbecken reinigen. Verstehen wir, dass dieses Waschbecken ein Symbol der Taufe ist? Denn nur der Priester hatte Zugang zu der Gegenwart Gottes. Ist es daher nur Zufall, dass wir in Offenbarung 1 die Verse 5 bis 6 lesen können, dass Jesus uns zu Königen und Priestern gemacht hat? Und auch in Offenbarung 5, Vers 10 wird uns gesagt, dass er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Nur der Priester durfte sich bei diesem Waschbecken reinigen, um dann in die Gegenwart Gottes treten zu können. Und deshalb, wenn ich einmal Gottes Opfer auf diesem Brandopferaltar angenommen habe, werde ich mich auch taufen lassen. Und wenn ich mich taufen lasse, wird sich auch meine Identität ändern, denn ich werde nun nicht mehr als Sünder angesehen, sondern als Priester. Und genau aus diesem Grund werden wir, sobald wir aus dem Wasser der Taufe heraussteigen, zu Priestern Gottes. Es ist die einzige Möglichkeit, um gereinigt zu werden, um dann in die Gegenwart Gottes treten zu können. Klar, wir können natürlich auch sagen, ja, ich akzeptiere Christus als meinen Erlöser, aber die Frage ist doch, habe ich mich auch taufen lassen? In Markus 15, in den Versen 15 und 16, sagt hier Jesus: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Zuerst kommt der Glaube, die Überzeugung zu ihm, und dann nehme ich sein Geschenk, gerettet zu sein, an. Danach bezeuge ich es dadurch, indem ich mich taufen lasse. In Johannes 3, Vers 5 sehen wir, dass Jesus zu Nikodemus sprach: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn also ein Mensch von Neuem geboren wird, und Jesus spricht hier von Wasser und Geist, so musste der Priester sich reinigen, um in die Gegenwart Gottes treten zu können. Auf die gleiche Weise müssen auch wir durch das Wasser der Taufe gehen, um von Neuem geboren zu werden. So wird sich unsere Identität wechseln und wir werden zu Priestern Gottes. Doch bevor wir weitergehen, was wir bei diesem ehernen Waschbecken auch noch sehen können ist, nachdem der Priester das Tier auf dem Brandopferaltar geopfert hatte, musste sich ja bei dem Waschbecken die Hände waschen und so
vermischen sich dadurch Wasser und Blut. Wieso Wasser und Blut? Weil es natürlich auch ein Symbol für Jesus war. In Johannes 19, Vers 34 erfahren wir, wo man in seine Seite gestochen hatte, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. All das ist ein Symbol für Jesus, denn es war hier auf Erden, wo man in seine Seite stach, und es floss Blut und Wasser heraus. Und deshalb stehen diese beiden Gegenstände, das bronzene Waschbecken und der bronzene Brandopferaltar, für Christi irdischen Dienst. Die Basis für unsere Erlösung ist in erster Linie nicht das Wissen, dass Jesus Gott ist, sondern dass er, der Gott ist, als Mensch auf diese Erde kam. Um uns ein Beispiel zu geben, was es heißt, im Bilde Gottes zu sein. Das ist auch mit ein Grund dafür, weshalb er sagen konnte, als er von der Wiederkunft sprach, dass der Zeitpunkt weder die Engel noch der Sohn wissen, sondern allein der Vater. Doch nach seiner Himmelfahrt nahm er dann wieder seinen Platz ein, den er hatte, bevor er auf diese Welt kam. Wenn wir einen Blick in das Heiligtum werfen, so sehen wir den Weg, den es uns zeigt. Wenn ich einmal durch diesen Eingang, durch diese Tür gegangen bin, denn Jesus ist ja diese Tür, dann muss ich als nächstes sein Opfer annehmen, denn er starb für mich am Kreuz als das wahre Opferlamm. Und wenn ich dieses Opfer angenommen habe, dann ist der nächste Schritt auf meinem Weg durch das Heiligtum das Waschbecken, was ein Symbol für die Taufe ist. Denn erst wenn ich bei diesem Waschbecken gereinigt bin, habe ich Zugang ins Heilige zu den anderen 3, 4, 5, 6 Gegenständen. Versteht ihr nun, weshalb das Heiligtum Gottes GPS ist? Denn auf diese Weise kann ein Christ sehen, wo er steht auf seinem Weg durch das Heiligtum. Wenn wir dann in den nächsten Teilen noch die anderen Gegenstände betrachten, so sehen wir, dass alles seinen Ablauf hat. Stellt euch einmal vor, ihr macht eine Reise und Satan weiß, dass ihr dafür ein Navigationssystem, ein GPS habt, das euch den richtigen Weg zeigt. Denkt ihr, dass er es zulässt, dass ihr euer GPS gut beachtet und studiert, damit ihr auf der richtigen Route bleibt und nicht vom Weg abkommt? Nein, denn wenn wir ein GPS haben, so werden wir auch ans Ziel kommen. Und genau das ist der Punkt, wo Satan dafür gesorgt hat, dass heutzutage so gut wie niemand in der Christenheit das Heiligtum kennt und somit den Erlösungsplan. In 1. Korinther 10, Vers 1-2 erinnert Paulus die Glaubensgeschwister daran, dass Israel durch Mose getauft wurde, nämlich als sie durch das Rote Meer gegangen sind. Ich möchte euch nun etwas zeigen, damit ihr seht, dass das Evangelium nicht nur etwas Neutestamentliches ist. Schaut doch einmal den Weg Israels durch das Heiligtum an. Wen hat Gott gesandt, um Israel zu befreien? Mose. Und Moses ist ein Typus für Jesus. Als Mose geboren wurde, ließ man alle männlichen Neugeborenen töten. Und als Jesus geboren wurde, ließ man ebenfalls alle Knaben unter 2 Jahren töten. Was wir auch sehen, ist, dass Jesus Eltern hatte, die Sklaven der Sünde waren. Er selbst aber hatte nie gesündigt. Die Eltern von Mose waren Sklaven in Ägypten, er selber aber ist nicht als ein Sklave aufgewachsen. Beide sprechen vom Passa. Mose führte es in 2. Mose 12 ein und Jesus führte auch das Passa ein, nämlich das Abendmahl. Das sehen wir in Lukas 22 ab Vers 7. Mose erwählte 12 Vertreter für das Volk Israel. Jesus hatte ebenfalls 12 Jünger. Mose erwählte im Auftrag des Herrn 70 Älteste. Jesus bestimmte 70 Jünger. Jesus begegnete der Samariterin bei einem Brunnen. Mose begegnete Zippora bei einem Brunnen.
Bevor Mose auf den Berg ging, um zu sterben, sang er mit den 12 Stämmen Israels. Bevor Jesus auf den Ölberg ging und dann gefangen genommen wurde, um gekreuzigt zu werden und zu sterben, sang er mit seinen Jüngern. Moses ist auferstanden, Jesus ist auferstanden. Es gäbe noch mehr, um aufzuzeigen. Doch der Punkt ist, dass wir hier sehen können, dass Mose ein Typus für Jesus war. Wenn wir also von Israel sprechen, dann sehen wir, dass Mose gesandt wurde, um Israel aus Ägypten zu erretten. Wo sie also aus Ägypten gezogen sind, haben sie zuvor ein Lamm geopfert. Dann, bei der 2, haben wir das Waschbecken, in dem Wasser und Blut vermischt waren. Und heißt es nicht, dass sie durch das Rote Meer gezogen sind? Wasser und Blut vermischt? Die zweite Etappe des Volkes Israel war es also, durch das Rote Meer zu gehen, wofür hier auch dieses Waschbecken steht. Danach gab Gott ihnen das Manna, die Nummer 3 hier auf unserer Karte. Dann in 2. Mose 19, die Nummer 4, ist ein Symbol für das Gebet. Das Volk sprach und Mose übermittelte es Gott und Gott sprach und Mose übermittelte es dem Volk. Genauso wie Jesus unsere Gebete vor Gott bringt und im Symbol dieses Räucheraltars diese mit dem Rauch nach oben steigen. Was ich bei diesem Vergleich auch noch interessant finde, ist Vers 18 in 2. Mose 19, nämlich, dass der ganze Berg Sinai rauchte. Nun verstehe ich, dass es nicht nur zufällig so ist oder weil Gott auf diesen Berg hinabkam, sondern auch, weil es uns den Weg Israels durch das Heiligtum zeigt und der Räucheraltar ein kraftvolles Beispiel für den Mittlerdienst Christi im himmlischen Heiligtum ist, wenn wir unsere Gebete mit dem Rauch dieses Räucheraltars zu Gott nach oben schicken. Denkt an diesen Vers, wenn ihr das nächste Mal betet, denn so kraftvoll ist das Gebet. Auf die Nummer 4 folgt der 5. Gegenstand, nämlich der goldene Leuchter. Jesus sagt, ihr sollt mein Licht in dieser Welt sein. Und in 2. Mose 20, unser 6. Punkt, gibt Gott ihnen die 10 Gebote. Wenn wir also durch das Heiligtum gehen, sehen wir hier den Weg, den Israel ging. Doch das Heiligtum ist aber auch der Weg eines Christen. Und deshalb zeigt uns dieses Waschbecken, welches auch die Auferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung markiert, dass auch wir, wenn wir dieses Opfer angenommen haben und zu diesem Waschbecken kommen, um getauft zu werden, dass wir, wie wir in Römer 6, 1-4 lesen können, mit Jesus hineingetauft sind in seinen Tod. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, und gleich wie er auferstanden ist, auch wir neugeboren werden zu einem neuen Leben. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 1. Johannes 2, Vers 6 sagt uns auch, dass er unser Beispiel ist. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn ich Jesus also einmal als meinen Erlöser angenommen habe, muss ich durch das Wasser der Taufe gehen. Doch nicht eine Taufe durch Besprengen, denn das ist nicht biblisch. Die wahre biblische Taufe, denn das Wort für Taufe im Griechischen ist Baptizo und bedeutet untertauchen. Die wahre biblische Taufe geschieht also durch Untertauchen. Wenn du also noch nicht die richtige biblische Taufe hattest, dann denke ich, ist jetzt die Zeit dazu, um darüber nachzudenken. Solltest du also noch nicht die richtige biblische Taufe gehabt haben, empfehle ich dir jetzt darüber nachzudenken. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, denn er wurde von Johannes nicht nur mit etwas Wasser besprengt, sondern er wurde richtig getauft, nämlich durch Untertauchen. Das ist die wahre biblische Taufe. Sollten wir da als Nachfolger Christi, als Christen, nicht dem Beispiel unseres Erlösers folgen und uns so taufen lassen, wie er sich taufen ließ?
Das bronzene Waschbecken zeigt uns also, dass wir durch die Taufe mit ihm auferstehen. Überlegt euch mal, wer eine unbiblische Taufe hatte, indem er nur mit Wasser besprengt wurde, kann gar nicht zu einem neuen Leben auferstehen. Denn auferstehen kann ich nur, wenn ich zuvor mein altes Leben im Wasser der Taufe begraben habe, um dann zu einem neuen Leben in Christus aufzuerstehen. Denn wenn wir bei der Taufe untertauchen, halten wir für diesen kurzen Moment unseren Atem an. Und wenn wir dann wieder aus dem Wasser hervorkommen, atmen wir von Neuem. Und so beginnt unser neues Leben. Und wir setzen unseren Weg mit Jesus fort. Und wie es danach weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal, wenn wir unser Studium über das Heiligtum fortsetzen. Ich wünsche euch Gottes Segen.